Kollege Frönd, Vertreter von der Presse. Ich greife direkt Punkt an, den Sylvie schon präsentiert hat, nämlich den Euro. Seit bald 20 Jahren haben wir den, wir profitieren davon, wir reisen, wir können an allen Land quasi mit dem Euro bezahlen. Wir sind eigentlich froh damit, dafür sind wir auch definitiv für den Euro. Aber wie Sylvie schon gesagt hat, hätten wir gerne einen starken Euro. Weil das Problem, den sich am Moment stellt, ist ganz klar, dass verschiedene Länder den Ausschluss ein bisschen verpasst und einfach mich Schwachländer, wie zum Beispiel Griechenland, die eine extrem hohe Arbeitslosigkeit tun. Und da ist einfach die Möglichkeit bestehen, dass die Länder könnten noch aus der Eurozone auch raustreten. Das Jahr 2011 schon war das etwas, was von der ADR proposiert war, dass Griechenland die Möglichkeit kriegen, für rauszutreten, für seine Situation abzuwerten, an dem Moment sich können zu verbessern. Bis am Sinn von einem Europa à la carte. Die Möglichkeit besteht am Moment nicht. Und das wäre von den Punkten, wo wir wirklich wollten umsetzen am Kader von einer Stärkung vom Euro. Wo wir definitiv klar dagegen sind, das sind europäische Taxen. Europa wird am Moment finanziert durch einen ganzen Teil Zollabgaben, die vermeist droit de douanen, auch durch einen Teil TVA, die perceviert wird, aber wo man nicht einverstanden sind, dass das neu Taxen sollen kreiert gehen. Verschiedene Länder, notamment Belgien und Holländer, hatten proposiert, für Taxen abzuheben, ob den Fliegerbillien und auch Kerosin, zum Beispiel auch wie in Deutschland ein PKW-Maut. Das sind noch Ideen, die kursieren. Das sind definitiv Punkte, wo wir dagegen sind. Es sollen keine neuen europäischen Taxen an dem Sinn kreiert gehen. Es soll bei dem bleiben, was wir haben, dass die verschiedenen Ressourcen, die eben bestehen, die teilweise an das Bruttonationaleinkommen gekoppelt sind, dass die bestehen bleiben, mit das nicht Neues kreiert wird. Weil man das könnt, das ist definitiv ein Schritt in Richtung von einem Zentralismus, wo wir dagegen sind und das auf keinen Fall wollen unterstützen. Merci.